Hallihallo und herzlich willkommen wieder bei der Janka Filmschmiede. Heute möchte ich einen leckeren Gerstengras-Smoothie machen. Gerstengras-Smoothie ist sehr gesund, das gesundeste Grün auf der ganzen Erde. Und was wir alles dazu brauchen, das Ganze mal hier in den Philips Mixer. Gerstengras-Smoothie schmeckt sehr gut. Und das ist ja Ersatz anstatt des Abendessens. Und das möchte ich jetzt einfach machen. Also ich brauche, am liebsten nehme ich her das Kokoswasser. Das richte ich mir jetzt gleich schon mal alles her schnell. Dann nehme ich nämlich also 100 Milliliter. Ja, das messen wir jetzt einfach hier ab. Genau, das sind so 100 Milliliter. 100 Milliliter Kokoswasser, natürlich geht normales Mineralwasser genauso gut oder Leitungswasser. Und von der Firma Alnatura, ich finde, das ist einer der besten Karottensaft. Da ist nämlich wirklich rein Bio drinnen. Also ich bin zwar jetzt nicht der, wo alles glaubt, aber das ist wirklich, der kommt richtig bekömmlich, schmeckt sehr gut. Und da nehmen wir auch nochmal 100 Milliliter. Gut, das reicht. Dann brauchen wir Spinat. Ich nehme Tiefkühl Babyspinat. Babyspinat. Das Praktische ist beim Tiefkühl, bei den tiefgefrorenen Spinat, das sind so Blöcke und da brauchen wir einen. Ja. Dann tue ich schon mal ein bisschen Wasser rein, damit der Spinat ein bisschen antaut. Das tun wir alles rein, passt. Dann kommt rein eine Banane. Also 100 Milliliter Kokoswasser oder Leitungswasser. Man kann auch nur Leitungswasser nehmen, 200 Milliliter. Das spielt keine Rolle. Dann die Banane rein. Einfach in grobe Stücke. So. Die Hände kurz waschen. Okay, eine Banane in Stücke. Dann 2 Mandarinen. Einfach grob rein. Das sind richtig gute, leckere, süße Mandarinen. Dann ein daumengroßes Stück Ingwer. Die schälen wir ab, die schäle natürlich ab. Also ungefähr daumengroßes, Daumennagelgroßes. Reicht vollkommen aus. Ingwer ist sehr gesund, wärmt und ist schmerzstillend. Den schneide ich jetzt einfach in grobe Stücke. Dann lässt sich leichter mixen. So. Und jetzt kommt ein gut gehäufter Teelöffel Gerstengraspulver. Das ist so ein richtig feines Pulver. Ich tue ein bisschen mehr rein, weil das trinken meine Frau und ich. Und ein gut gehäufter Teelöffel pro Tag reicht pro Person aus. Ja, da haben wir noch ein bisschen was dazu.
Ich habe jetzt ein bisschen mehr genommen, sagen wir mal 2 Teelöffel. Und jetzt kommt der Oberhammer, gut für die Gelenke, zusätzlich noch einen gut gehäuften Teelöffel Hagebuttenpulver. So. Und für die Krebsvorbeugung da haben wir noch ein bisschen Kurkuma rein. Da tun wir ungefähr ja, so ein Dreiviertel Teelöffel Kurkuma. Und das war es eigentlich schon nach den Zutaten. Dann würde ich sagen, das Ganze tun wir jetzt mal richtig fleißig und das Ganze tun wir jetzt mal so 40-45 Sekunden mixen. Jetzt gibt er richtig Gas. Jetzt gibt er erst richtig Gas. Kommt die Pulsschaltung mit dazu, das heißt, der pumpt vom Messer immer raus, damit das ja sauber gemixt wird. Das sieht eigentlich ganz gut aus und ich würde sagen, das Smoothie ist fertig und er schmeckt da sehr bekömmlich. Also das Smoothie ist sehr tolle Sache. Ich habe noch nie einen Smoothie früher getrunken. Jetzt trinkt man mittlerweile schon 3 Monate Smoothie. Jeden Tag einen anderen. Und das ist einfach eine. Und wie der schon riecht, unglaublich. So sieht er aus. Richtig schöne grüne Farbe. Und ich würde sagen, Prost, wir lassen es uns schmecken. Sehr gut, sehr cremig. Und ein kleiner Tipp noch am Rande, ein Smoothie sollte man ungefähr, ja, das bisschen jetzt, so ungefähr 15 Minuten. Nicht extra runtertrinken, 15 Minuten und immer beißen. Als würde man ein Stück Brot kauen. Unglaublich, der schmeckt geil. Also das war ein Rezept Gerstengras-Smoothie. Den tue ich eigentlich fast überall rein. Und genauso wie Kurkuma, der absolut beste Krebskiller überhaupt. Und natürlich, was nie fehlen darf, ist Ingwer. Also das war's mit diesem Sinne. Rezept unten in der Videobeschreibung. Und würde mich freuen, probiert es aus. Gerstengras-Smoothie einfach lecker am Sommer mit Eiswürfel drin. Ein Gedicht. Also habe ich Ehre, macht es gut. Helmut Ehrenker von Schmiede. So, und ich lasse mir das immer schmecken.